gibt es Hacktätschli, griechische Art, mit Bratherdöpfeli, geschnittenen Gurken und Tzatziki. Ein guter. Patricia, was brauchen wir alles für das? Also für das ganze Menü brauchen wir jetzt so Hackfleisch, Paniermehl und Feta und Eier fürs Fleischteil. Oder? Dann machen wir die Bratherdöpfel, also nehmen wir Zwiebel, Rosmarin, Herdöpfel natürlich. Machen wir die Tzatziki nachher. Dafür brauchen wir Joghurt, Olivenöl, Gurke und ganz viele verschiedene feine Gewürze, die wir nach und nach einsetzen werden. Sieht jetzt schon fein aus. Ich bin gespannt aufs Resultat. Dann probieren wir später zusammen. Sehr gut. Bis dann. Gut. Tschüss. Bis bald. Ciao. So, einfach Hackfleisch. Habe ich ein bisschen steady, gefriergetrocknete Zwiebel genommen und Fleisch gewürzt. Mehr habe ich bis jetzt nicht hier drin. Ich mische das schon so sehr gut. Nehme ich aber schon ein bisschen Stickhuspfeffer und ich nehme für dieses Rezept noch Crackkräuter. Ganz schön alles untereinander rühren. Und jetzt kommt ein Ei dazu. Paniermehl nehmen. Es klebt wunderbar. Also jetzt hat man schon langsam eine Masse hier, oder? Man sieht nicht mehr, dass Ei ist oder so. Aber aufpassen, nicht zu viel Paniermehl. Es soll noch eine schöne Teig bleiben. Also das Fleisch soll sich zusammen so haften. Schneide ich hier mit der sauberen Hand noch ein Stück Käse. Jetzt kann ich beide Hände mit dem Fleisch belegen. Einfach so dünn auswählen. Käse in der Mitte, etwa so. Machen wir schön so. Drücken, dass wirklich überall etwa gleich dick ist. Schön zumachen. Und jetzt schön hier drin lassen. Dann hat das schön Zeit, um sich wieder zu verbinden. Und das klebt nachher besser. Es bleibt eher so in Form beim Anbraten. Mache ich die zweite hier. Die griechischen Hacktätschli sind bereit, warten da aber. Und jetzt fangen wir mit dem Herdöpfel an. Das braucht nachher am längsten in die Pfanne. Hier die Herdöpfelschäle. Zwiebel brauche ich auch. Könnt ihr jetzt klein schneiden, aber ich mache nur so halb Rädli. Die machen wir jetzt in Bratbutter. Dann mache ich schon mal Zwiebel da rein. Schneide die Herdöpfel auch in die Mitte. Und mache auch so könnte man sagen, Halbmond. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Dann kann man jetzt die Kartoffeln, die Herdöpfel dazu. Ich mache hier ein bisschen weniger Power. Es wäre seltsam, wenn ich nicht Herdöpfel gewürzt würde. Ne? So einfach, dass überall ein bisschen was ist. Aber wir werden nochmal die Herdöpfel wenden. Öle sind schön braun. Ein bisschen Rosmarin. Und zwar so, dass ich so einfach so die kleinen Teile habe. Sie brauchen ja ein bisschen Zeit. Dann decke ich das zu. Und zuerst werden diese Herdöpfel wie so leicht kochen und erst dann richtig anbraten. Jetzt können wir diese Gurkensalat bzw. diese Tzatziki machen. Kommt Joghurt dazu. Jetzt brauche ich Knoblauch, ein bisschen Herdöpfelgewürz. Ich nehme ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Stickhuspfeffer drin. Tzatziki ist bereit. Herdöpfel nicht vergessen. Also das ist vielleicht die große Herausforderung, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig kocht. Und jetzt merke ich hier schon beim Rühren, dass diese Herdöpfel langsam gar werden. Also sie sind bei weitem noch nicht fertig. Weil ich merke, dass die Herdöpfel jetzt bald gut sind, fange ich mit dem Hacktätschli an. Bratcreme. Am Anfang natürlich ein bisschen heißer und dann gehe ich ein bisschen runter mit der Temperatur. Ich mache gleich beide andrücken. Klebe nicht, das ist schon mal supi. Gehe ich ein bisschen runter mit der Temperatur. Schau noch, was die Herdöpfel machen. Jetzt sollen sie nur so ein bisschen anbraten. Und jetzt lasse ich ohne Deckel an. Hier kann ich jetzt sicher drehen. Jetzt mache ich ein bisschen weniger hier, dass alles schön Zeit hat zum fertig werden. Wenn Zwiebel so schwach aussieht, dann lieber gleich wegnehmen. Die sind übrigens abgestellt jetzt. Ich drücke jetzt nur zusammen, weil ich merke hier, das Fleisch ist auch relativ dick, die Fleischwände, damit wir auch bald essen können. Ich würde sagen, der ist bald so weit. Ich stelle hier nochmal ein bisschen runter, dass er wirklich drinnen auch durch wird. Schalte ich die Herdöpfel nochmal ein. Sollen auch schön heiß sein, oder? Beim Servieren. Jetzt würde ich aber sagen, es ist gut. Hätten wir bereit. Beefsteak mit Bratherdöpfel und Tzatziki.
Man fängt da, wo am besten ist, genau wo eben der Käse drin ist. Dann oder? probiere ich zuerst Herdöpfel. Weil ich Ja. glaube, die haben Herdöpfelgewürz drauf. Falls ich nicht vergessen habe, haben sie. I'm in heaven. Also, Herdöpfel 1A. Will noch gerne Tzatziki probieren. Geschält ist sie auch. So richtig sommerlich. Und dann, jetzt kommt das Hauptding.